أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. Wie schon angekündigt, ist heute das Thema geht um Sieg bzw. um Erfolg. Und ich muss auch ein bisschen weit ausholen, dass man versteht, wieso ich jetzt ausgerechnet die Ayah vorlese bei diesem Thema. Also die Ayah, die ich vorgelesen habe, ist aus der Surah Al-Fetih, die Ayah Nummer 1 gewesen. Wisst ihr, was Fetih heißt? Was heißt Fetih? Eroberung. Eroberung, Sieg. Eigentlich kommt das Wort Fetih vom Fataha, aufmachen, eröffnen. Zum Beispiel Surah Al-Fatiha hat den Gleichstamm, das heißt eröffnen. Wieso heißt es, was hat Sieg mit eröffnen zu tun? Weil normalerweise, wenn man siegt, dann hat man eine Stadt gewonnen. Das heißt, man macht die Tore von dieser Stadt auf und kann reinkommen. Also Fetih heißt eigentlich aufmachen, öffnen und wird als Sieg angeschaut. Ich tue euch jetzt noch die Übersetzung von der, oder die ungefähre Übersetzung von der Ayah vorlesen. Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen. Das ist Surah 48 übrigens, Surah Al-Fetih. Also Allah Ta'ala redet hier von einem deutlichen Sieg. Und tut der Prophet mit dem Nachrichtigen und ihm quasi die gute Information geben, oder die schöne Nachricht geben, dass er einen grossen Sieg errungen hat. Jetzt, was könnt ihr euch vorstellen, welche Situation ist es eigentlich jetzt im Leben von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Also zu welchem Anlass ist echt die Ayah gekommen? Also was ist passiert im Leben von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo man könnte als einen deutlichen Sieg, als einen grossen, deutlichen Sieg erklären? Mekka. Genau, das ist eigentlich das, was man denken könnte. Die Eroberung von Mekka war ein grosser Sieg, vor allem weil sie ohne Waffen, ohne Gewalt eigentlich errungen worden ist. Aber nein, die Ayah ist nicht zu dem Anlass gekommen, sondern ein paar Jahre vorher. Es ist gekommen, ich werde jetzt nicht genau erklären, warum, wir werden das jetzt aufbauen und uns hier anschaffen. Es ist zu einem Anlass herabgesandt worden, wo die Muslime sogar eher gemeint haben, sie hätten verloren. Also zu einer Situation, die überhaupt nicht nach Sieg ausgesehen hat, und trotzdem hat Allah das als einen grossen, deutlichen, klaren Sieg definiert. Jetzt möchte ich mal von der Sira weg. Stellt euch mal vor, wir steigen jetzt alle zusammen in einen Bus ein und machen eine kleine Stadtreise, Stadtrundfahrt mit dem Bus. Wir fahren und wir kommen an einem grossen Haus vorbei, an einer schönen, wunderschönen Villa, die riesengroß ist und toll, also ausgesehen hast, schon wirklich alles sieht mega schön aus. Man merkt, dass es eine mega teure Villa war. Der Garten ist ganz groß mit Swimmingpool und so. Gerade in dem Moment kommt der Maserati angefahren und dort parkieren. Der Inhaber vom Haus ist es scheinbar, der steigt aus, kommt mit so einem Armani-Anzug, läuft er langsam in die Wohnung hinein. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, der Mann, dem gehört das wunderschöne Haus, der Maserati, teure Kleider, ist das ein erfolgreicher Mensch oder nicht? Was würden wir sagen? Kommt drauf an. Kommt drauf an, das sagst jetzt du natürlich, wenn du das Thema schon mal durchgenommen hast. Aber jetzt im ersten Moment würde eigentlich jeder sagen, das ist ein erfolgreicher Mensch. Jetzt fahren wir weiter mit dem Bus. Jetzt kommen wir bei einer Universität vorbei, die haben Open Air Abschluss 4. Wir sehen gerade, wie ein junger Mann ein Diplom überreicht bekommt. Er darf vor allen seinen Mitstudenten eine Rede halten. Also er ist scheinbar der mit der besten Note, der abgeschlossen hat. Alle applaudieren. Seine Eltern sind dort mit vor stolz geschwellter Brust, sagen sie, oh mein Sohn und so. Und wenn wir jetzt den Sohn anschauen, der jetzt hier die Uni abgeschlossen hat, erfolgreich, würden wir auch sagen, dass er Erfolg hat, dass er ein erfolgreicher Mensch ist. Oder würden wir eher sagen, er ist ein nicht erfolgreicher Mensch. Ich würde auch sagen, das ist ein Erfolg, oder? Und heute zählt ja Bildung viel und viele von uns Eltern zumindest möchten natürlich, dass alle unsere Kinder dass die studieren und eben erfolgreich sind. Jetzt ein anderes Bild, wir fahren weiter, kommen bei einer Brücke vorbei und dann sehen wir einen Mann unter der Brücke, der mit alten Kleidern, ungewaschen,
Und hat so zwei Migros-Säcke und es sieht so aus, wie das ganze Hab und Gut in diesen Migros-Säcken drin ist. Und es ist irgendwie klar, es ist ein Obdachloser. Der, ja, man könnte jetzt natürlich etwas länger sagen, ein Penner oder was auch immer. Wenn ich jetzt frage, ist der Mann erfolgreich? Was würde man sagen? So einen würde man nicht als erfolgreich anschauen, so einen würde man als Loser anschauen, einen, der versagt hat. Weil er hat versagt, wegen dem ist er in der Gosse, auf der Straße und ist abhängig von der Almosen von anderen Menschen. Das Interessante jetzt an diesen Urteilen, die wir hier geben, ist, wir sind jetzt alles Muslime in diesem Bus. Wenn jetzt aber in diesem Bus nicht Muslime wären, Christen, Juden, Hindus oder was auch immer, Atheisten, spielt gar keine Rolle, würden dieselben Leute das Gleiche oder etwas anderes sagen? Hätten wir das gleiche Urteil oder nicht? Die hätten das gleiche Urteil. Und das ist das, was uns schon mal zu denken geben sollte, wenn wir das gleiche Urteil haben. Also, was unterscheidet uns denn? Wieso sehen wir alles gleich? Und das ist jetzt das, was der Sadi vorher gesagt hat, es kommt darauf an. Beim Urteil dürfen wir eben, wenn wir nur aufgrund von dem urteilen, was wir sehen, also dass es augenscheinlich ist, dann tun wir alle gleich urteilen. Aber als Muslime müssten wir können tiefer hineinblicken, müssen können mehr sehen. Im Prinzip müssten wir lernen, also ich tue es noch viel mit der Brille vergleichen, also mit die Koranbrille aufsetzen. Wenn ich jetzt eine Brille habe mit rosaroten Gläsern und nachher die anlege, was sehe ich? Ich sehe nachher alles in rosarot. Wenn es grüne Gläser habe, sehe ich alles in grün. Und wenn ich jetzt Korangläser habe, wenn es jetzt gäbe, und würde sie anlegen, dann würde ich alles sehen, so wie der Koran mir das beschreibt. Genau wie ich vorher als grün oder rosarot gesehen habe, würde ich jetzt alles koranisch sehen. Und das ist das, was wir uns aneignen. Das ist eigentlich etwas, was man trainieren kann und etwas, was wir umsetzen und eigentlich tagtäglich machen. Also immer, wenn wir Entscheidungen fällen, wenn wir etwas, wenn man so die Frage stellt, ist das jetzt Erfolg, ist das Misserfolg, ist das positiv, ist das negativ, dass man dann immer zuerst Koranbrille aufsetzt und aufgrund von dem ein Urteil fällen. Jetzt möchte ich die gleichen Situationen nochmal durchgehen, aber mit einem koranischen Beispiel kommen. Der erste, den wir gesehen haben, war der Mann mit dem Armani-Anzug und einer super schönen Villa, wo wir gesagt haben, das ist erfolgreich. Im Koran wird von einem anderen sehr reichen Mann geredet, der auch damals den schönsten, den grössten und den schönsten Palast hatte, den es gegeben hat. Das ist ein Pharao. Der hatte auch einen riesigen Palast, wo es seinesgleichen keinen hatte auf der Welt. Und bei denen ist sogar alles so groß und so schön gewesen, weltlich gesehen, dass sogar das Grab ein riesiges Monument ist, wo man heute noch besuchen, also die Pyramiden. Wenn ich jetzt aber euch frage, ist der Pharao ein erfolgreicher Mensch gewesen, was würdet ihr sagen? Ich meine, wir sagen, er ist kein erfolgreich, weil der Koran nicht positiv von ihm reden, sondern am Schluss kommt er ins Jahannam, er wird verflucht, er war einer, der sich selber als Gott angeschaut hat. Also, wenn ich jetzt nach dem Pharao frage, ist eigentlich das Urteil für uns gerade klar. Er war nicht erfolgreich gewesen. Aber im Prinzip ist genau das Gleiche mit dem reichen Mann mit der Villa und dem Reichtum, oder? Da haben wir gerade gesagt, er ist erfolgreich, aber scheinbar ist nicht jeder, der ein grosses Haus hat, der ein schönes Auto hat, der reich ist in dem Fall nicht zwingend erfolgreich. Das zweite Beispiel war der Student, der die Uni abgeschlossen hat. Wo man gesagt hat, er war erfolgreich, weil er als Beste seinen Jahrgang abgeschlossen hat. Und kennen wir dann im Koran jemanden, oder aus dem Koran, aus der islamischen Geschichte, jemanden, der weder lesen noch schreiben können und wir trotzdem als erfolgreich anschauen? Prophet Mohammed, ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also von ihm wissen wir, er hat nicht können schreiben, er hat nicht können lesen. Also er hat nicht nur kein Diplom, nicht nur kein Unidiplom, der hat nicht einmal einen Unterstufenabschluss. Weil das Erste, was man lernt, ist ja Lesen und Schreiben. Und trotzdem sagen wir, er war erfolgreich gewesen. Vor ein paar Jahren hat es mal ein Buch gegeben, das ein Martin Links geheißen, wo er die 100 erfolgreichsten Menschen auf der Welt aufgelistet hat. Und er war kein Muslim, hat das also nur aufgrund von der Leistungen
hat er so eine Liste gemacht und hat den Mohammed, also für ihn ist natürlich nicht ein Prophet, sondern einfach den Mensch Mohammed auf Platz 1 gesetzt. Als erfolgreichster Mensch der Geschichte. Und das, obwohl er nicht lesen konnte und nicht schreiben konnte. Jetzt haben wir also vorher dem Uni-Abschliessenden gesagt, das ist ein erfolgreicher Typ. Und auf der anderen Seite sehen wir einen, der genau das Gegenteil ist und der den wirklichen Erfolg hat. Das heisst, ich will das mit dem natürlich nicht sagen, Uni-Abschluss ist schlecht oder auch Reichtum ist schlecht. Aber es geht auch nicht um das, sondern der Punkt ist der, dass Bildung allein macht uns eben noch nicht erfolgreich. Aber wie wir jetzt sehen, also Eltern tun gerade so eben voller Stolz rumlaufen und sagen, mein Sohn, meine Tochter hat das und das abgeschlossen und quasi, weißt du, wir sind sehr erfolgreich. Aber nur eine Uni abzuschliessen macht uns noch nicht erfolgreich. Man kann auch ohne Uni-Abschluss sehr erfolgreich sein. Das sehen wir am Beispiel von Prophet Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. Das dritte Beispiel war der Mann unter der Brücke, der obdachlos war. Kennen wir dann aus der Geschichte einen anderen Obdachlosen, der von daheim vertrieben worden ist und ohne nichts musste umherziehen? Wie? Weiß sein, aber fast noch. Also Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. wissen wir, sein Vater war ein Götzenbauer. Und in dem Ort, wo der Ibrahim a.s. gelebt hat, also noch bevor er Prophet war, das sind alles Götzenarbeiter. Es war niemand da, der den Tauhid-Gedanken hatte oder gewusst hat oder kennt hat. Also alle haben sie Götzen angebetet und für sie war das das Normale. Und er ist der Einzige, obwohl ihm das niemand beigebracht hat, obwohl ihm niemand gesagt hat, du, es gibt eigentlich nur einen Gott oder so, hat er von sich aus erkannt, dass das falsch ist. Er hat sogar sich gegen seinen Vater gestellt, gegen die ganze Stadt, und am Schluss ist es so weit gekommen, dass er von daheim vertrieben worden ist. Also er ist dann auch umhergezogen, allein, ohne nichts, ohne Heim, er war also auch obdachlos gewesen. Und wenn wir heute jetzt schauen, was er geleistet hat, würde man ganz sicher nicht sagen, dass er ein erfolgloser Mensch war oder dass das eine Niederlage oder dass es ein Loser war. Also niemand würde den Prophet Ibrahim a.s. als einen Loser anschauen. Also auch da sehen wir wieder, von außen ist eigentlich genau das gleiche Bild. Man hat einen Obdachlosen, einen, der kein Haus hat, kein Heim hat, der muss umherziehen, weil er nirgends hingehört. Beim einen haben wir gesagt, er ist ein Loser, beim anderen sagen wir, er ist kein Loser. Und das ist das, was wir lernen mit der Brille, mit den Islamgläsern oder mit den koranischen Gläsern, dass wir, wenn wir dann Sachen urteilen oder anschauen, oder auch bevor man überhaupt zum Urteilen kommt, wenn man Sachen anschaut, dass wir immer alles durch den Koran anschauen. Und das klappt nur, wenn man sich intensiv mit dem Koran auseinandersetzt. Das ist genau das, was so ein Unterricht bei dem eben so wichtig macht. Ob das dann bei mir ist, oder bei jemand anderem oder alleine daheim, spielt gar keine Rolle. Aber man muss sich die Zeit nehmen und das machen. Weil wenn man sich mit dem Koran nicht auseinandersetzt, dann wird man das nicht erkennen. Das sagen wir einfach, weil ja, im ersten Moment sieht, ich meine, ein Mann mit einer schönen Villa, das ist ein erfolgreicher Mann, das ist das, dem streben wir nach, wir möchten auch Erfolg haben. Und dann ist das ganz klar Erfolg, wir müssen uns die Frage gar nicht stellen, ob das eventuell auch ein Misserfolg hätte gewesen sein. Und wieso ist das wichtig? Weil wenn wir uns Pläne machen oder uns Ziele setzen für unser Leben, dann richten wir uns eben genau nach den Zielen, die uns die westliche Kultur eigentlich vorgibt. Es ist ein Ziel, einen guten Job zu haben. Warum? Dass ich gut verdiene, warum? Dass ich mir eben eine grosse Villa leisten kann, dass ich mir ein angenehmes Leben leisten kann, dass ich eben nicht obdachlos bin, dass ich mir nicht mit einem Fiat Punto umfahren muss, sondern dass ich mir vielleicht nicht ein Maserati, aber doch ein schönes Auto leisten kann. Werbung, die ganze Gesellschaft tut uns solche Ziele vor Augen setzen und diese Ziele befolgen wir auch. Weil wir denken, das ist Erfolg. All die Fernsehserien, all die Filme, die Kinofilme und so, die tun uns indirekt ein Bild vorspielen oder ein Brainwashing machen, im Prinzip also ein Hirnwäsche machen und uns Erfolg definieren, wie es eben eigentlich gar nicht ist. Und weil wir genau diesen Erfolgsgedanken übernehmen, tun wir diese Ziele eben uns auch setzen. Das heisst, für mich ist wichtig Wohlstand. Per se wäre ja dem Ziel ja nicht auszusetzen, aber häufig ist es dann so, dass wir, um dieses Ziel zu erreichen,
eben bereit sind, vom Islam uns zu entfernen. Das kann sein, dass ich keine Zeit mehr habe für Salam. Das kann sein, dass ich Kredit aufnehmen muss. Das kann sein, dass ich einen Leasing mache, einen Leasingvertrag mache, also mit Riba arbeiten, mit Zins arbeiten, was ja eines der grössten Haram ist. Das kann sein, dass ich den betrüge, weil ich habe einen Job und es sind 2 Anwärter, also muss ich besser dastehen, also tue ich vielleicht sogar lügen, tue ich Sachen über mich sagen, die vielleicht gar nicht wahr sind, nur damit ich besser dastehe. Oder tue mich verstellen, tue mich nicht mit dem wahren Gesicht zeigen, tue den Bart abrasieren und tue so einen Look vorspielen, wo ich weiss, das kommt an. Also wenn ich jetzt auf eine Bank gehe, also würde ich jetzt einen schönen Anzug anlegen und ganz sicher nicht mit dem Bart gehen, wenn ich den Job unbedingt will. Das heisst, wir verleugnen dann unsere eigentliche Identität verleugnen. Bewusst oder unbewusst. Die einen sind so weit, dass sie nicht mal merken, dass sie das machen. Und die anderen wissen zwar, dass sie es machen, aber sagen, es ist ja nur für einen guten Zweck. Oder ich wollte den Job haben, dann bin ich reich und dann mache ich natürlich nur Gutes für den Islam. Aber häufig, wenn wir das dann haben, also wenn wir mal anfangen, Kompromisse eingehen, vergessen wir so viel von unseren ursprünglichen Vorstellungen, von unseren ursprünglichen Idealen. Das ist genau das Gleiche in der Politik. Ich bin der Überzeugung, dass jeder, der in die Politik geht, also nicht jeder, aber sehr viele, dass viele, die in die Politik gehen, mit den besten Absichten anfangen. Sie wollen wirklich in die Politik, weil sie die Welt verändern wollen. Aber dann merken sie, nur damit sie gewählt werden können, damit sie Stimmen gewinnen können, müssen sie hier Kompromisse eingehen, dort einen Kompromiss eingehen. Und das geht so weit, dass sie weiter auf man kommt, umso weiter entfernt man sich von seinem Ideal. Und selbst wenn man wette, man kann gar nicht mehr das umsetzen, was man eigentlich geplant hat, also was man eigentlich vorhat. Das heisst, wenn ich anfange, wenn ich bereit bin, von meinem Ideal loszulassen, von der eigentlichen Rechtleitung, mich zu entfernen, nur damit ich ein weltliches Ziel erreichen kann, kann ich nachher ganz sicher nicht von einem Erfolg reden. Jetzt möchte ich langsam auf die Ayah kommen. Und damit wir auch die Ayah verstehen können, tue ich jetzt mal in der Geschichte vom Propheten ein bisschen zurückgehen.